Willkommen bei einer neuen Edition vom Podcast von der Fédération des Artisans. Heute begrüßen wir den Philipp Miersch. Philipp Miersch ist Präsident vom Garagistenverband FEDAMO. Bonjour, Herr Miersch. Moin, Herr Reuter. Ich meine, kann ich sagen, dass der Sektor Automobil im Moment ein bisschen unter Druck ist. Ich kann viel bei Ihnen den Megatrend, dass die Elektrifikation, wo der gefordert sind, der Sektor kommt aus der Pandemie raus, wie viele andere Sektoren auch. Und wir können auch dabei, dass eine Penurie besteht bei den Chippen, das heißt, dass auch die Produktion, wie sich im Moment gesteuert ist. Wie ist die Stimmung im Sektor? Die Stimmung ist einerseits ob Umbruch, weil ich meine, wir kommen aus der Pandemie raus, wir sind da immer schon nach dran, wir haben aber löse Perspektiven, dass es besser geht. Andererseits also effektiv gesagt nächstes Jahr, also für 2022 nicht immens gut aus, wird effektiv Disponibilität von Autos, weil die geschwert eng Penurie ganz klar ist ob elektronischen Chippen, die an den Autos ganz viel verbaut gehen. Muss ihr wissen, dass die Automobilindustrie bei den Chippen ja nicht der erste, die am meisten auf die Produkte zurückgreifen, wir sind just einen kleinen Teil von der industriellen Produktion, die für das Auto gut ist, das heißt, wir sind nicht prioritär. Und, das möchte ich schon sagen, für die Zukunft, weil wir für die Not-Zukunft, wenn wir wahrscheinlich irgendwann kein Auto mehr für den Klienten zu liefern. Und das die Lieferung vom Auto, die heißt Schiffe der Fähre ausmischt. Das ist auch nicht das Problem, wird doch hat es schon besser, der Klient denkt lieber nur Auto zu kaufen. Ich denke, das ist relativ unterschiedlich von Markt zu Markt. Wir wollen schon einen Mayan holen, gesagt, wenn die Leute noch immer kaufredig wären. Kaufredig ganz einfach, weil sie hier ein Auto muss noch setzen, weil er vielleicht an einem gewissen Alter könnt. Leasingsautos, die funktionieren über Kontrakten, die laufen aus, wie das noch immer war. Das ist sicherlich ein Demand für neue gebrauchte Autos, so ist es eben wie gesagt, dass man sie liefern können. Das heißt, das Problem ist, von der Klient herbei, ich kann nicht genau ein Datum so, also können Auto bestellen, aber können kein genau ein Lieferungsdatum garantieren. Das hängt von der Marke auf. Also die Marken, die nach Stocken haben, sind noch Konzessionären, die vielleicht mehr gestockt haben wie andere. Wir lösen, wie gesagt, sehen wir, dass es das nicht wirklich schnell könnt. Aber wie gesagt, je nach Produkt kann in Haut ein Delay gehen. Und bei anderen ist es effektiv so, dass die Sinne vielleicht zum Teil zu sind oder phasenweise zu sind. Und dass da ganz schwer ist, für den präzisen Auto, den der Klient hat, effektiv in die Lieferung durchzugehen. Was kann dann ein Klient roten, den Schluff in Auto interessiert? Bei mir roten de Klient von der Service mir noch an dem Sinn noch Bause kommuniziert als House of Automobile für zu so, dass der Klient soll man mit seinem Konzessionär Rechtsspruch holen, wann ein Auto bestellt wird, ob eventuell einen Engpass gibt, ob eine Schwierigkeit gibt. Ich meine, da muss ich noch per gucken, was die Situation ist. Wie gesagt, es sind Autos noch immer da für zu kaufen. Es kann ich auch Auto bestellen, das nicht bei allen Autos, wo die Länge immens lang sind. Hängt zum Teil von der Spezifikation vom Auto auf. An den ein neuen Auto braucht, selbstverständlich schon im Garage willkommen. Ich meine, ein für die Beratung, für zu wissen, was ich brauche, und für gegebenenfalls ein Auto auf Stock zu fahren oder für ihn zu bestellen. Ich meine, dass das nächste Autofestival das ist ein ganz wichtiges Rendezvous für Sektor. Wie sind dann dort 4 Zeichen in der aktuellen Situation? Wir sind froh, dass wir das Festival geplant haben. Das Festival ist ein extrem wichtiger Bestandteil von unseren Aktivitäten, die wir am Sektor Automobil über die Jahre haben. Das ist eine Referenz im Marché, wenn man das schon seit Jahren durchziehen. Wir haben doch am Covid-Jahr durchgezogen, sind wir froh. Und wir hoffen, einen relativ normalen Autos-Festival 2022 können aufzufeiern. Dann geht ein bisschen mehr lang wie die Jahre verdrehen. Voilà, die einzige Inconnu haut das effektiv neben der Pandemie nicht, dass der uns sieht, aber da haben wir keine Kontrolle darüber. Das haben wir genug Autos für auszustellen. Wie gesagt, sowohl Konzessionäre wie die Importateuren planen natürlich für den Autosfestival für den so gut wie möglich und so festiv wie möglich auf die Bühne zu kriegen. Ja, davor ist, wie weit der Klient die Elektromobilität unhält. Ich meine, neben den kommen ganz viele Modelle auf den Marché. Betrieber müssen viel investieren in die Infrastruktur. Die Regierung hat auch gefordert, zu investieren an die ganze Infrastruktur, wird der Chargen überlegt. Wie stimmen wir da auf der Seite vom Klient und vielleicht auf der Seite von den Infrastrukturen? Also vielleicht für dich mal auf der Seite von Produktion. Das ist so, dass immer mehr Autos machen viel elektrische Modelle an ihrer Gamme haben. Das macht den Marché viel mehr attraktiv und das macht auch dafür, dass der Klient immer mehr ein elektrisches Auto findet, den ihm auch passt, den an seinen Alltag passt, für seine Utilisation.
Gesagt in dadurch an den Immatrikulationszuelen wann lo stand en September 21 gucke sind 3093 elektrisch Autoen ugemeldet gin. Dat sind schon e gutsteck méi wie dlächt ganz Joer, also du hast eng ganz klar Progression. A per de Marché in Stadt ass morgen fir 10% die Immatrikulation nu vu reng elektrischen Auto. Ich schätze ab vun enger Elektrifikationun also net en elektrisch Auto, mit sie noch die Hybrid sind oder die Hybrid oplötbar sind, also die Plugin-Hybrid. Auch de man haut 10% vun Immatrikulationen aus. An da das Protschenk Verdöbelung vum letzte Jahr. Also das ganz klar ein Trend zu méi elektrifizierten Autoen, weil eben dofferdos vu de Produkten, aber Klienten sich méi dafür interessieren. Das ist de Volet Klient. Und jo de Volet Konzession gucken, Volet gucken Infrastrukturen. Auch do ist jo ein sicherliche Fortschritt, dass immer mehr Infrastruktur do ist wie die Klientpublik. Klienten hunn falls an engem privaten Haus vunnen relativ Facilitéite fir können eng bei uns installieren. Auch et ginn awer do ganz klar nach Haut Problematiken, an de muss solutioniert gin, an die sinn Mal das Privatleit van an enger Residenz vunnen ganz oft net Meiglechkeet hunn fir eng privat bei uns installieren oder fir de Kabel an ihrem Garage oder ihrem Parking ze zeien. Du muss natürlich man wollen die Elektromobilität nach méi förderen, aber man sollen 50% vom Fuhrpark 2030 elektrifiziert tun, da muss do Changementer kommen, so dat gonnet realisabel. Andererseits die du geschwert fir d'Entreprisen ganz großen Hiwel fir d'Elektromobilität zu pushen, as natürlich dass den Employer d'Entreprise können auch Infrastrukturen installieren, fir hier Madamster oder fir ihre Fuhrpark. Und du hängt natürlich ganz klar engem Aspekt Finanzen, dat heißt, die Infrastruktur installieren an die notwendig Charge disponibel zu hunn, das meistens mit ganz hege Kächte verbunden, die eng Entreprisen einfach so investiert an heutigen Zeiten, das nicht realistisch. Und du hast natürlich Politik gefordert, dass man du Unterstützung kriegen, finanzielle Unterstützung kriegen. Die sind anscheinend an der Mer, mit dat schläft und das haut wo man muss investieren. Dat das net envisageabel, dass eng Entreprise haut investiert van dertrupp Prime kommen an das net retroaktiv. Dufir henke man du wirklich an du muss se wie méch geschéien. An dem Sinn annoniert mir effektiv Retroaktivität as du wichtigchten Faktor, den musst du mehr behalen. Genau ja den mir se do involvéiert an die bisssen an die Diskussionen mir wissen noch wat den plus wat der Stand ass. Dat ge alles mo gonne so schlecht aus gelech gesot so en Problematik as just wenni tritt der Kraft von dem man du wo gesot gët dat ton as lo als een Projekt loi oder als Reglement europäen war immer das dat do sinn tëllefen wéi se ginn se vertéiert an op wéi sinn se applikabel weil mir gut vun go gesot dat net retroaktiv dat heißt, ass dat an lo 1. Januar 22 oder ass 3. Juni 22 dann jo lorem par rapport zu haut lorem en keer een half Joer verloe an Zeit drängt. Dat heißt, als Konzessionär ginn ich vun der Mark extremst an den Neck gedrégt fir d'Infrastruktur mis an Platz zu setzen. Muss ich aber wissen, dass van der Schauden an der Softfall een Transformator op engem Sit brauch fir die Kapazität vu Charge vu Supercharger können ze ginn. Da immer jo weit die 100.000 €, die ich muss ausgin investieren. Dat is net drober schmengen do muss Hëlle verkommen sinn do sie kommen mit das oft einfach dauert einfach ze lernen. Klar Message von der Regierung wie du will auch das Betrieber können Investitionen machen müssen fährten das op der Kächte Sitz bleiben. Genau das heißt dann schmengen an dem Sinn Changen an das wirklich wichtig, dass du auch Föderation die sagt die auch wirklich den ganzen Sektor Automobil unterstützt, weil wie gesagt geht ja nicht dem Konzessionär der Member von einer Federmod geht dem sämtliche Entreprisen Patron d'Entreprisen die wollen ihren Employeen zur Verfügung stellen und wie gesagt kann in die Zomme Fusionen die du am Spiel sind einfach so haut ausgehen. Leasinger sind weiter wichtig, dass die Sektor die Regierung schafft eine Reform von der Leasingsbesteuerung. Die sind auch angebunden an Diskussionen, geht das in die richtige Richtung aus Ihrer Sicht? Klar, nee, weil die Besteuerung von den Autos als hauptsächlich ein ganz wichtiger Aspekt, den die ganze Employabilität von Frontalien von
fördert, vereinfacht, wenn wir eben zuletzt ugewiesen auf ausländisch Leute, die einer Schaffe kommen, die ganz oft an ihrem Package salarial und die Voiture de Fonction. Das geht natürlich dann auch so verrechen, dann wenn die fängt nämlich interessant zu sein für diejenigen Individuellen, da sieht da verzichten auf den Auto. Das ist an sich noch kein Problem, wäre auch die Autos sind bei uns ein ganz großen Teil von den Wanten, die wir am Jahr machen, die Touren machen. Aber wenn die Wolle wegfällt, weil die Besteuerung nämlich attraktiv ist für diejenigen Employé, ja, dann verkauft man die Auto nicht mehr, erhalten sie nicht mehr. Wir verkaufen keine Pneu mehr, etc. Da hängt ja immens viel Hand drin. Und da probieren wir den Ministerien darüber aufmerksam zu machen. Wo wir schwätzen, wir schwätzen vom Avantage an Natur, den ich muss auf meinem Salär bezahlen, wenn ich ein Auto für Usage privé eben habe. Und Funktion vom CO2, den ein Auto ausstößt, den ich eben besteuert. An die Richtung vom Gouvernement, das wird so noch geben, wir werden just nach die Autos wirklich ein Avantage zugestehen, wird elektrifizierte Autos sind, respektive voll elektrische Autos sind. Und das haut klar für Frontalien nicht dämpft von der Mobilität. Und gibt aber halt noch nicht ganz viele Alternativen. Die Leasingmarkt betrifft ja nicht just Garagisten, die in anderen Sektoren drin stecken, zum Beispiel in der Assurance, die nur immer gagné hätten. Ja, die Assurance, dann ich meine, auf einem Auto bezahlen auch TVA, ne? Das heißt, dass ja die ganze Montant von der TVA, der auch dann verloren geht für die Stadt. Das sind aber Montant, die extrem impressionant sind. Assuranzen, wie gesagt, alles, das, was da drunter hängt, den Pneuen nicht gesucht, das ist noch immer ein Sektor, aber auch Karossien, alles das, was tun hast, ne? Banken, ne? Ich meine, Kredite, die wir jetzt letztlich machen, Leasing und so weiter, das ist dann alles ein Markt, den als verloren geht. Und davon leben wir aber, das ist ein ganzer Teil von unserer Ökonomie oder von unserem Sektor Automobil, an weit rundherum raus, den davon lebt. Und das noch vielleicht mussten Hybrid auf heute konsiderieren, dass für viele Leute noch die an der Elektromobilität, wenn das gibt, sich nicht mehr unterstützen, gibt das Leute doch nicht sehen und durch mich schwer machen. Also wir haben als Federmoor aber auch über 1000 Automobile, wo wir ja mit den Luhren und mit der Febiak zusammen sind, mit den Importateuren, setzen wir uns vehement so ein Modell dafür an, vis-à-vis vom Minister oder von den Ministerien, dass sie die Plug-in-Hybrid-Technik, dass sie die weiter promovieren, über Prime, wie dann in Deutschland zum Beispiel der Fall ist, weil eben den Achse erst zu mehr effizienten Autos, wo ich eben noch Achse haben zu besseren ATNs-Konditionen, wie wir geschwärzt haben. Mir das a priori da als nicht geglückt wird oder den Minister. Du bist das Gefühl, dass du nicht just evidenzbasiert geschafft wird, wie heute immer gerne so gesagt wird, mehr dass auch viel Ideologie du am Spiel hast, also du Präferenzen will pushen, ab Platz gucken für eine gangbare Lesung zu fahren. Ja, das natürlich spielt ganz viel den politische Volontät an dem ganzen Matt. Ich meine, der Problem ist ja nicht einfach gelöst, fand ich so ein da käft in dem halten Autonomie, da könnte mit der Frontalie, die könnt ja aber noch immer mit dem Auto über die Grenzen, denn das von keine Zugmöglichkeiten da sind oder kein Bus da, also das dauert 3 Monate so lang, da könnt ihr aber mit dem Auto. So oft, dass ein Auto nicht zu Lützburg käft, dass man also wohl an unsere Statistiken von Emissionswerten die Auto nicht mehr rumfahren, mit der Gedeiß Luft aber nicht mehr proper. Und ich meine, das sind die Sachen, die einfach muss an den Betracht ziehen. Federmoor sech e Joke Verband Produkt aus der Fusion von der Fegalux an der Adal, weil dat die richtige Decision dem fir de Summen zu go, relativ schnell donno sie die größte Problem ho sech abkommen, die der Lo Summen als Sekte können adressieren. Dat Stadt funktioniert gut. Ich denke, dass da den ganz guten Move für reiste Summen zu bringen, weil man lo echtens als viel besser können zu Summen aufschwätzen. Meine große Fehler, dass wir alle guten zusammen an der Fédération des Artisans sind, wo wir bei den richtigen Leuten sind, wo wir auch Achse haben direkt zur Politik spitzt. Wenn wir eben just als Sujet sind, die haut weit über diesen kleinen Sektor Automobil rausgehen. Und, ich denke, dass das immens positiv ist und sind auch ganz positiv gestimmt für die Zukunft, in dem Sinn, dass wir als Interien gut Vertrag kriegen, zusammen an der Fegalux, an der Fédération des Artisans zu summen an über 1000 Automobile natürlich schon mal zu summen noch da sehen vom Sektor Automobil, die auch affiliiert sind an der Fédération des Artisans. In dem Sinn denke ich, dass man gute Weg sind.
Bon, merci, Herr Mirsch, dass der Heiwert. Ich meine, der Message ist, der Klient kann ruhig bei seinem Garagisco ein neues Auto bestellen, der kriegt noch geliefert. Kann sein, dass verschiedene Modelle vielleicht ein bisschen mehr lang dauert, aber sicher funktioniert das Sektor plus ou moins normal heute. Also der Sektor funktioniert absolut normal, das ist einfach, den muss so, ne? Das heißt, Haut, das Atelier funktioniert ganz normal, da sind ganz viele Aktivitäten an Atelier, die machen die momentan Neuigkeiten präsentieren und der gibt nicht ganz Scope. Du hast ganz viel Aktivität, ganz viel Interesse bei den Klienten und du sind auch Autos, die zu kaufen sind, die auch direkt lieferbar sind. Also der Message soll nicht sein, dass ich nur denkt, ich kriege mein Auto so nächstes Jahr oder wenn ich ein Jahr muss werden, das ist bei weitem nicht immer der Fall. Und dafür können wir nicht mehr so wir invitieren den Klienten bei seinem Garagist zu gehen, für sich beruhigungslos für die Informationen zu kriegen, wie der Stand ist und sich frei zu machen, für sich ein neues Auto zu kaufen. Ich meine, das war ein flottes Schlusswort. Herr Mirsch, merci, dass ihr hier wart. Merci auch.